Was passiert denn jetzt, wenn ich den geknebelt und gefesselte den Drache da vor die Fies werf? Das probieren wir jetzt halt aus, oder? Können wir hier gehen und sagen, hier, guck mal, du brauchst keine Prinzessin, nimm doch den da. Der ist viel lustiger. Hier. Was ist denn? Okay. Passiert gar nichts. Schade. Hätte ich mir jetzt lustig vorgestellt. So, wir gehen mal da unten. Oh ja. Da wohnt ja die Hex, ne? Die ja der Oma das Haus geklaut hat und der Bäse. Jetzt gehen wir runter und sagen, hier. So. Ja, Oma, was machst du? Ja, nix, ne? Okay. Erstmal das so klauen, ne? So. Hey, du kannst mir die Bäse geben? Ja. Naja, das ist meine Bäse. Gib mal deine Bäse her, weil. Der ist nämlich nicht dir, der gehört nämlich der Oma. So. Jetzt habe ich der Oma ihr Bäse. So. Und was machen wir jetzt mit dem Bäse? Ich gebe mal deine Bäse dem in der Hand. So, guck mal da, ich kehre mal ein bisschen. Ja. Aber jetzt pass auf. So. Hey, jetzt. Du bist Kumpf. Ich hab da mal Bäse ausgeliehen, weil du eine gebraucht hast. Dann hast du dich wieder lustig gemacht, hast mich gehauen und aus meinem Haus verdrückt. Das findet die Oma nicht gut. Die Oma mag das gar nicht. Die alte Hex lacht sich kaputt, aber ich sei jetzt hier Oma, pass auf. Nimm nur deine Bäse. Und jetzt hau mir der Hex auf die Nase, genau. Jetzt raus aus meinem Haus, sagt die Oma. Geh aus meinem Haus. Ah, okay. Oma will nicht. Jetzt wird's aber böse. Ich brauch Wasser, um die Oma zu löschen. Alles klar. Die Oma ist Bäse, die hat richtig feiernde Augen, weil ich sie mit dem Bäse gehauen habe, weil ich genau das gemacht habe, was sie mit mir gemacht hat. Wir gehen jetzt da oben schnell Wasser holen. Und wann dann die Hex wieder Flamme aus der Auge schießt. Vorsicht, da kommt wieder der Nepomuk. So, das soll ich eigentlich einfach nur Wasser holen. So, hol Moscheewasser. Dankeschön. So, jetzt wir sind auf dem Weg. Jetzt gehen wir nämlich da unten zu der Hex wieder. So. Also. Hex. Ach, da ist sie wieder, hä? Nein, pass auf. Ich spule mal ein bisschen vor, weil das haben wir jetzt schon mitgekriegt. So, ja, da haben wir. So, jetzt gebe ich da. Die alte Hex. Die jetzt die Base auf den Kopf. So, dass du mal siehst, wie das ist. Und noch einmal. Ja, gefällt dir das? Mir hat's auch nicht gefallen. So, oh, jetzt wird die Hex Base. Guck. Jetzt sagt sie, ich glaube, es geht los. Ich geb dir rein. Jetzt geh ich hier. Zack, hier. Bisschen abkühlen. Au. Jetzt kann sie nichts mehr sehen. Jawohl. Jetzt muss die böse Hexe gehen. Und wir wohnen wieder in unserem Haus. Also die Oma. Ja, das ist ja super. Ah, da war gleich Fischelchen drin. Aha. Jawohl, Norbert, fang deine Vogel. Er lässt sich nicht so einfach fangen. Er muss näher an den Vogel dran kommen. Er ist jetzt schon ein bisschen näher dran. Aber wo ist der Vogel? Ich guck mal, du. Weit kann er noch nicht kommen, das ist nur ein kleiner Vogel, ne? So. Okay, wir müssen also den Vogel finden. Wo könnte der hieß? Wir gehen erstmal, was auf. Der Teufel wollte doch ganz am Anfang eine Parre ins Loch da werfen. Wir gucken mal, was passiert. So, auf ins Loch mit dir. Und hinten noch. Dankeschön, Sada. Aha. Da ist ja wieder der Vogel. Fast. Beino hätte ich mich gekriegt. Beino. Er ist schon einen Schritt näher dran. Wir müssen noch eine Sache erfüllen und dann haben wir den Vogel. Was fehlt noch? Da unten fehlt noch das Schwert. Mit dem Schwert muss ich dann da oben zum Drache.
Ich könnte aber zum Bär gehen. Komm, wir gehen mal zum Bär. Der Bär, der hat mich vorhin nämlich gehauen. Das weiß ich noch. Und dann hat er mir auf die Fies gespuckt. Das habe ich noch nicht vergessen. Aber jetzt haben wir die Jäger dabei mit dem Gewehr. Oder mit Pistole. Oh geil, so werden schon. Wer mit? So. Hallo, Herr Bär. Kann ich bitte mal in der Höhle hin? Was? Na, komm ich mir nicht hin. Ich glaub, es geht los. Nix da. Du lässt mich jetzt in der Höhle hin. Schon schieße ich da auf den Kopf. Aua! Oh, das hat einen Weh getan. Ja, lässt du mich jetzt in der Höhle hin? Lass mich doch in der Höhle hin. Züchte. Geht doch. Ah, ja. Ein Diamant habe ich gekriegt. Assene. Okay. Der will doch nichts mehr machen. Jo. Ein Klungerhammer. Da freut er sich über den Klunger. Wer kann wohl einen Klunger gebrauchen? Ich gehe mal zu der Prinzessin. Die Hand. Eine Fensterscheibe. Also an der... Oh ja, guck mal. Warte mal. Ich mache das so. Wir gehen mit dem Norbert, gehen wir da hin. Zieh dir das da an Fensterscheibe, ne? Oh, hallo, Herr König. Kann ich bitte Ihr Tochter haben? Was? Oh, ich fall dem König gar nicht. Ne, meine Tochter gibt's nicht. Ja, aber guck mal, ich hab ein Klunker fertig. Was haltest du von dem? Das ist der, wo zu der Krone gehört. Der gehört auf deine Krone oben drauf. Jawohl, da freut er sich, dass ich ihm den Klunker gebrungen hab. Zack, auf die Krone drauf, jetzt bist du wieder schön. Bedankt er sich schön. Er bedankt sich jetzt schön und gibt mir Geld. Jawohl. Und wieder was Neues freigeschaltet. So. Mit dem Geld. Warte mal, kann ich dem irgendwie noch was Lustiges zeigen? Nee, nicht wirklich. Ich tue ein bisschen Putze bei euch, oder? So, ein bisschen stark ist da hin. So. Na gut, müssen wir nicht best drum, aber. So, mit dem Geld gehen wir da unten. Da unten zu dem. Zu dem kleinen Zwergi da. Und sagen: Hallo, ich hätte gern das Schwert. Wenn du mal viel Geld gibst, kriegst du das Schwert. Ja, kein Problem. Hier hast du viel Geld. Ja, Sarah, kein Problem. Jetzt kriege ich das Schwert. So, bitteschön, da ist das Schwert. Bitteschön, dankeschön. So. Wieder was Neues kriegt. Wo ist er dann jetzt eigentlich hier, der kleine Hanselmann? Sag mal her, was kann ich mit dem Schwert machen? Oha, Schwert in der Hand. So, jetzt gehen wir natürlich zum Drache. Gehen wir mal hier, dann fragen wir dann mal, was das soll, warum der da die Prinzessin unbedingt klauen will. So. Hallo. Was? Ja. Du guckst schon, hä? Nee, ich hätte gern, dass der Norbert hier geht. Hey, jetzt haut er dem auf den Nacken. Ja, das hat er jetzt gefunden. Das hast du jetzt einfach gefunden. Hier stopp ich einen Stock in den Mund, sagt er. Oh, warte mal. Was ist denn mit dem No. Hier bräuchte ein Stock oder sowas. Wenn man irgendwo einen Stock sieht, was man denn mit dem Mund stoppen könnte. So, Norbert, eigentlich sollst du nie gehen. Ja, jetzt war der Akku Norbert mutig, wie er ist, das beeindruckt ja gar nicht. So, Norbert, nimm das Schwert. Hallo, Dudo. Was willst du eigentlich? Ah ja, ich will die Prinzessin. Ich will jetzt dem Drache nicht den Kopf abhacken. Doch, hier. Drache, lass die Finger von der Prinzessin. Doch, die Prinzessin. Bring schon mal die Prinzessin, dann krieg ich von mir Schatz, sagt der Drache. Alles klar. Ja, aber
an da jetzt der Jägersmann geht. Können sich nicht wirklich leiden. Hier, so hast du jetzt schwer. Ne? Jetzt doch. Nix, der Drache sagt, ich will die Prinzessin und dann kriege ich einen Schatz. Muss man nicht den Kopf abhauen. Ah, ja, ich man sagt, ah, ja, okay, dann. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Wir müssen jetzt die Prinzessin zum Drache bringen. Die von allein mitkommt, war ich so froh. Wir können da aber einen Stock gebrauchen. Wo habe ich einen vollen Stock gesehen? Du am Feuerchen vielleicht? Komm, wir gehen mal an das Feuerchen. Weil ich habe ja gesehen. Da. Der Stock, kann ich den nehmen? Nee. Schade. Ich gehe jetzt mal da zum König und sage, hey König, schick doch mal die Prinzessin da hin. So. So. Ja. Also was los? Guten Tag, Herr König. Wenn ich bitte deine Prinzessin an. Ich muss die doch zum Drache bringen. Nein. Ich sehe gerade, ich habe hier eine Angel und eine Bäse. So, der will mir sie einfach nicht so geben. Jetzt pass auf, meine Idee ist folgende. Wenn der Drache wieder sein Maul so weit aufreißt, dann steckt man dem die Bäse in den Mund. Das ist eine super Idee irgendwie. Aber ja, hallo, weißt du, die klappt wieder auf. Nix da. Pass auf, Kollege. Hier gebe ich eine Bäse in den Mund. Ja, ich war ja beim König, aber guck mal da. Ich steck da die Bäse in den Mund. Das halte ich da davon. Nix. Ich steck da die Angel in den Mund. Was halte ich da davon? Nix. Funktioniert nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Moment, nein. Ist schon in Ordnung. Ich will das Ganze nochmal probieren. Mit dem so. Also, folgendes. Jetzt hauen sie sich wieder auf die Nase. Wer ist es nicht? Wir zwei Streit haben. Da. Nimmt die Bäse und steckt ihn in die Gosch. Jawohl. Okay. Jetzt hat er die Bäse in den Gried. Ja, und jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es jetzt weitergeht. Norbert, was willst du jetzt machen? Nimm mal das Schwert und bedrohe ihn. Du hast die Finger von der Prinzessin. Ah, der hat so viel Angst vor mir. Jetzt pass auf. Hier, da, zack, jetzt. Oh, das hat nicht funktioniert. Der soll schlafen. Ja, das gesehen. Pass auf. Ich koche jetzt dem ein Süppchen. Moment, falsch. Ah, doch. Also, aufpassen. Ja, ich tu mal jetzt hier Wasser holen. Und wenn wir schon mal da sind, hat er eigentlich recht, ne? Könnte ich ja eigentlich Angel. Mit dem blöden Schwert. Wenn ich halt das Schwert einfach wegschmeiße, das bringt ja eh nichts, ne? Angele will ich. So, mit einem Wurm. Bitteschön. Angel mit Wurm gibt Fisch. Aha, jetzt haben wir Fisch. So, jetzt pass auf, kann ich noch mal angeln? Mit dem Pilz drauf. Das geht. Vielleicht kommt jetzt ein Pilzfisch raus. Oh, du beißt dir wirklich was an. Hä? Ah, du warst. Hi. Alles klar mit dir? Ui. Ja, der Pilzgesetz ist ganz komisch. Schmeckt komisch, ja. Scheint wirklich komisch zu schmecken. Was passiert, wenn ich an die Angel einen Fisch mache? Aha, ich angel wieder was. Oder nicht? Habe ich jetzt einen größeren Fisch geangelt? Ah, da ist er. Oh, der hatte Fisch gegessen. Ja, der hat gesagt, danke. Ja, bitte. Nö.
Okay, jetzt habe ich so. Nun ja. Also, wir müssen kochen gehen. So, kochen kann ich natürlich am Feuerchen. Oh, da ist ja wieder Pilz. Pilz. Norbert, gehen Sie mal bitte da hierher, Norbert. Machen Sie das Wasser heiß. Und dann macht das Kraut hin, damit man so eine Suppe kriegt, die müde macht. So, und jetzt noch die Pilz dazu. Weil der Pilz will doch scheinbar nicht nehmen. Okay, wir haben jetzt aber eine Suppe, die müde macht. Sehr gut. Jetzt gehen wir zum Drache. Hallo, Herr Drache, wir kommen zu dir. Der Drache, er hat immer noch den Mund auf. Und jetzt kriegt er von mir die Suppe. Zack. Und funktioniert's? Er wird müde. Jawohl, jetzt wo er müde wird. So. Ist er eingeschlafen. Und jetzt hauen wir ihn ins Schwert. Auf den Kopf. Da ist er viel zu schwach für sowas. Okay. Dann der Herr Jägersmann. Herr Jägersmann, der Drache schläft. Nimmst da das Schwert und mach ihn. Na der. Bin mir ziemlich sicher, dass es dem gar nichts macht. Der hat bestimmt noch 5 Cap oder so. Das macht dem höchstwahrscheinlich gar nichts, dem Drache. So. Jetzt gehen wir also mit dem Kopf des Drachen zum König. Zuerst holen wir uns so wieder den Wurm. So, also er hat den Kopf des Drachen, geht zum König und er hat ja gesagt, wann du machst, dass der Drache nicht mal Tochter krallt und dann wärst du selber König. So, siehst du, 2 Verliebte, so, du bringst schon Platz. Der Jägersmann ist jetzt König und darf die Prinzessin heiraten. Und alle freuen sich. Es ist ja super, hat er gesagt. So, lang lebe der König. Sehr schön. Ah, da ist der Vogel. Norbert, komm, hol dir den Vogel. Da huckt er. Norbert, wo bist du? Ah, fast. Fast hast du gekriegt. Da huckt er. Vogel, kommst du bitte zu mir? Ja, okay. Alles klar, wir haben den Vogel gekriegt. War schön, dass du da warst. Dankeschön. So, jetzt haben wir den Vogel gekriegt. Danke. So, wir haben also einen neuen König. Und wir haben eine neue Königin jetzt. Schön. Jetzt habe ich schon eine Vogel. Jetzt könnte ich natürlich da ohne hingehen zu dem Fährmann, der den Vogel sucht. Aber ich gehe mal da in die Kirche. Ich will mich erst noch ein bisschen umgucken, was passiert wohl, wenn ich den Vogel den Leid zeige und sage, guck mal da. Oh, guck mal da ist ein neuer Pfarrer. Ah, das ist aber ein sehr frommer Mensch. Täubscher über sich. Ah, jetzt bin ich gesegnet. Ah, ja, guck. Mal noch eine Karte kriegt, dass wir gesegnet sind. Noch ein bisschen umgucken. Guck mal, gehen wir da zum Teufel. Der Teufel hat ja nur eine Parre geholt, weil der Parre, das war kein guter Parre. Der hat hier Glücksspiel gemacht. Der hat die Leute abgezogen beim Kartenspielen. Ne? Und das war... hat man sich den Teufel geholt. Oh, da ist die Seele von Guck. Na. Ich glaube nicht, dass du da rauskommst. Guck, der holt dich wieder. Ja. So. Alles klar. Deine Seele gehört mir, hat er mal gestanden. So, schön. Wir gucken uns jetzt einfach mal um und holen uns mal noch ein paar Kärtchen. So, da unten. Unten war der kleine Fridolin da, der kleine Zwerg, aber der ist gar nicht mit da, ne? Ja, ich kenne da. Ja, aber was passiert denn jetzt? Wo ist dann der Vogel? So, ne. Wir gehen mal zu der Oma. Bei der Oma waren wir schon lange nicht mehr. Die wohnt jetzt so wieder in ihrem Haus, die Oma. Oh, die freut sich. Guck da, die hat Kräuter angebaut. Schön. Krieg ich also Blumen da. Oder so Honig. Die freut sich wieder, dass sie wieder daheim wohnt. Hallo, Oma. Guck mal. Ah, Blümchen vermischt. Dankeschön. Dankeschön. Habe ich die Blümchen am Hut. Ja, hallo. Hallo, Oma. Oma, jetzt pass auf, ich wollte doch aber eigentlich... Ja, naja. Die Oma ist glücklich bei der Arbeit. Die
Ich brauche das Fächelchen nicht zu sehen. Ja, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Zu dem. Sagen, hallo, guter Mann. Könnte ich eine Flasche Wein haben? Dann nehmen wir Fischbrote dusch. Okay, mach ich. Also zuallererst mal, ich will da ja eigentlich mal mein Foto zeigen. Guck mal, wie der schön pfeifen kann. Ist das nicht hübsch? Okay, der hat also immer noch Hunger. Ich habe nämlich gerade die Idee gekriegt, wie wär's dann, wir sind jetzt dunkel, wie wär's dann, wenn wir jetzt uns noch einen Fisch angeln? So, guck mal her. Da ist nämlich noch ein Fisch. So, wir haben ja jetzt noch einen Wurm. So, wir nehmen eine Angel. Wir machen den Vogel an die Angel. Ne, das funktioniert nicht. Das war eine blöde Idee. Oh, alles klar. Dann nehmen wir eine Angel. Wir machen dort dran sowas da. Ja, das funktioniert auch nicht. Was passiert denn? Hoppala. Jetzt habe ich es gerade noch einmal genommen. Ne, ich wollte eigentlich eine Bäse. Wollte mal gucken, was passiert, wenn ich eine Bäse da nehme. Also ja, dann kehre ich halt, aber hier. Ich kehre ein bisschen, guck. Ja. Aller gut. Genug rumprobiert. Wir nehmen eine Angel, wir nehmen einen Fisch, Wärmchen. Wir fangen unseren Fisch. So, Fisch gefangen, jawohl. Wir holen uns gleich noch ein bisschen Wasser. Ja, ein bisschen Wasser, genau. So. Jetzt gehen wir uns ein Fisch braten, da oben am Feuerchen. So. Da broten wir uns. Pass auf, wach. Zuerst einmal tun wir das Wasser heiß machen, ne? Kann man den Fisch? Wenn ich Fisch koche, ja, okay, dann habe ich Fischsuppe dann. Lecker Fischsuppe. Ja. Ja, aber die will, ne? Der wollte eigentlich keine Fischsuppe haben. Ich probier's mal. Fischsuppe, gebackener Fisch. Ist doch egal. Hauptsache Fisch, oder? So, hey Dudo. Entschuldigung. Hallo Dudo, ich hätte gern Wein. Das heißt, bringst mal schön gebackener Fisch. Ich sage, ja, okay, aber guck mal, ich habe hier Fischsuppe. Die ist auch lecker. Ja, oder? Die ist gut, gell? Kannst du auch. Das ist Fisch. Fisch ist Fisch. Jawohl. Hat gereicht. So, gib uns der Habe wieder. Dankeschön. Und eine Flasche Wein. Danke. So, was ist denn eigentlich mit dem Bier? Das Bier kostet Geld. Guck mal hier. Der Norbert hat jetzt so gut geschafft, der kann sich ruhig mal ein Gläschen Bier holen. Hopp, hopp. So. Norbert kriegt Bier. Aber nur eins. Ja, sicher. Das ist wieder da. Oh, da fällt ein Geld raus. Ich nehme es mal mit. Na, Bier lang. So, und jetzt gehen wir zu der Oma. Weil die Oma hat bestimmt Durst. Könnte ich mir so vorstellen. Hallo Oma. Steht, dass du da bist? Ja, okay, die Oma will nix. Wo könnte man da noch hingehen? Wir könnten jetzt so beenden, könnte einfach ohne zum Fährmann gehen. Will ich aber nicht. Ich will beim Bär vorbeigucken. Hoffentlich hat er kein Bauchweh mehr, weil wir ihm vorhin den Bauch geschossen haben. Das war nett war das. Oh, das wird erwärmt. So. Nee, der Bär leidet noch drin, hat Bauchweh. Komm, ich geb mal im frisch verheirateten Paar, dem gibt man mal eine Flasche Wein. Die freuen sich bestimmt, welche so. Hallo, oh, guck mal da. Da muss das sein. Das ist wie bei mir daheim. Da tue ich auch Kehre und putze und die Frau huckt da und guckt zu. Alles klar. Ja, aber jetzt. Okay, alles klar. Das war nicht das, was wir erwartet hatten, aber alles klar. Wie sieht's eigentlich aus? Ja, da hinten waren wir schon. Moment. In der Kirche. Bei dem neuen Paare gehen wir nur vorbei. Aber da waren wir auch schon und der hat uns nur gesegnet, ne? Oh, segne dich. Genau. Dankeschön. Dann waren wir da auch schon. So, dann gehen wir noch mal kurz beim Drachen gucken.
Vielleicht ist mir ja ein neuer Kopf gewachsen. Dann würde ich sagen, hier, trink was, Kollege. Oh, ich habe eine Idee. Wo hängt der Drachekopf? Was meinst du damit? Keine Ahnung, nix. Irgendwo noch kein Kopf gewachsen. So. Da kann man nämlich viel machen. Ich habe gerade so überlegt, so im Nepomuk da. Dem vielleicht die Flasche Wein zu geben. Oh ja, wir haben ja. Wir hängen nur Eichel dran. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Aha, es beißt wieder Glas A. Wer ist es? Der Nepomuk. Na, der hat ihn nicht so geschmeckt. Kann ich an die Angel eine Pistole hängen? Nee. Kann ich eine Pilz in die Pistole machen? Nee. Oh, ich kann eine Pilz ins Wasser schmeißen. Ui. Ja. Jetzt haben wir den Nepomuk komisch gemacht. Okay. Kann man dir eine Flasche Wein geben vielleicht, Nepomuk? Ah, sicher, der hat Durst gehabt, so. Ah, sicher, jetzt freut er sich. Yeah. Okay, das ist lustig. Das ist kein Wasser, das ist richtig. Das ist kein Wasser. So, sicher, da haben wir dem Nepomuk auch was gemacht. Jetzt sind wir da eigentlich fertig. Wir haben jetzt mit jedem noch ein bisschen was gemacht. Dann gehen wir da hin an den Baum, wo der Jäger gestanden hat. Dann gehen wir nochmal bei mir im Zelt vorbeigucken. Da gibt es irgendwie nichts, oder? Da ist nichts. So. Okay, wie gesagt, mal bei mir noch im Zelt vorbeigucken. Alles gucken. Vielleicht finde ich schon noch ein bisschen Geld. Oh, das ist ein Fischl. Was passiert denn, wenn ich denn mit Fischl? Welche? Ja? Na, die wollen nicht. Ich hab gemeint, die kennen jetzt zusammen Pfeife oder so. Ja, dann halt nicht. Dann gehen wir da hin. Und, ne, wir haben auch nichts mehr. Kann ich das Schwert da? Was hat er? Oh, die Krummbiere abhacken. Zack, zack. Nicht so. Vielleicht. Vogel? Bist du vielleicht? Ne, Pfeife. Na, geh wieder runter. Bisschen Kehre da. Auch nicht so. Kann ich vielleicht den Wurm freilassen? Ist das ein zappliger Wurm da. Mal lieber. Aller gut. Aller gut, kaufst ein neuer Hut. Geh jetzt so ans Feuer. Ja, aber ich habe hier noch gar nichts, wo ich grillen könnte, oder? Bäh. Okay, gegrillter Wurm. Der schmeckt doch nicht, oder? Bratwurm habe ich jetzt. Dann habe ich halt einen Bratwurm. Und nicht nur Eichel. Guck mal, jetzt haben wir Eichel. Jetzt gibt es Brateichel. Ja, gibt kein Brateichel. Kann ich das so? Aber nicht, dass das jetzt anfängt zu brennen. Uiuiui, natürlich hat es angefangen zu brennen. Naja, das war nicht so eine gute Idee. So, wir sind jetzt kaputt. Hummervogel. Das ist mal ein Feierchen. Wie gefällt dir das? Geht so. Kann ich das Schwert heiß machen? Haben wir ein heißes Schwert? Auch nicht so. Und ein bisschen Kehre. So, wir haben also noch einen Bratwurm. Geld ins Feuer werfen? Ne, das geht nicht. So. Ja. Wir gehen jetzt mal zum Fährmann. Ich sah nämlich, so, wir haben jetzt genug Unfug getrieben. Gehen wir hier zum Fährmann. Hallo, Herr Fährmann. Können Sie mich bitte übers Wasser fahren? Ja, letztens habe ich da gehuckt und habe geschlafen. Und hat mich so Vogel geweckt, hat mir so am Boot gewackelt. Und dann bin ich wach geworden, war richtig grandig und hab einen Vogel vertrieben. Und bin sofort geflohen. Und dann, es tut mir so leid, dass ich den armen Vogel vertrieben habe. Ja, aber gar kein Problem. Ja, der sagt halt, bring mir den Vogel und dann fahre ich dich übers Wasser. Und ich sah halt, guck mal, ich habe ein Schwert. Will ich vielleicht mich so übers Wasser lassen? Hast du vielleicht Hunger? Kann ich dir Bratwurm geben? Ah, nicht. Nee. Naja, dann habe ich doch noch was ganz Spezielles für dich. Guck mal. Der Vogel ist ja super. Unglaublich hier.
Kolja. Ei, da freut er sich. Ach, schön. So. So, guck. Haben wir es gepackt. Jetzt wäre ich doch gerade schön heim gepaddelt wäre ich. Und das Spiel ist vorbei. Haben wir es gepackt. Da sehen wir nochmal, wie alles Spiel mitgeholfen hat. Aha, die Stimme vom Thomas Borak. Das sind viele seltsame Zeichen über die Buchstaben. Ich glaube, das ist Polnisch oder Serbisch, Ukrainisch, alles irgendwie sowas. So, das Spiel ist jetzt eigentlich vorbei. Haben wir mal astrein durchgespielt. Sehr schön. Ach, schön. Das Schöne an dem Spiel ist halt, ich habe das ist jetzt das zweite Mal, wo ich das Spiel durchspiele. Am ersten Mal ist das ganz anders da abgelaufen. Also grundsätzlich ist es dann so dasselbe. Du bringst dem Jägersmann gequälte und dann freut er sich und esst die gequälte. Dann ist er der Freund. So ist es auch mit der Oma gewesen. Aber halt, es ist nicht immer gleich. Dass da jetzt ein neuer Paare ist zum Beispiel, das war vorher nicht. Oder was war da noch? dass der Jägersmann die Prinzessin heiratet tut, das habe ich auch nicht gehabt. Weil bei mir war es nämlich so, dass man die Prinzessin zum Drache gebrungen hat. Und die haben sich so gut verstanden miteinander, dass sie gesagt haben, ja voll super. Ich bleib beim Drache, der ist eigentlich voll in Ordnung, der will mich schon gar nicht fressen. Der will eigentlich nur so, dass wir so befreundet sind sozusagen. Und so war das dann. Habe ich die Prinzessin zum Drache gebrungen, die waren dann befreundet. Ich habe einen Schatz gekriegt, den Schatz wiederum habe ich zum König gebrungen. Und der König hat gesagt, ja, wenn es der Prinzessin gut geht, kein Problem, dann bist du jetzt König. So, wir gucken mal, was das da oben für Arcade ist. Ah ja, da sehen wir jetzt alles, was wir neu haben. Da haben wir Paare geschossen, wir haben auf die Felsen geschossen und ganz viele Sachen da oben. So, nochmal Spiele steht da oben. Was haben wir dann alles da? Da haben wir die Kronen gemacht. Sicher da beim ersten Mal wollte er nämlich, hat er uns Geld gegeben, also wollte er Geld haben und hat uns das Schwert gegeben. Und jetzt haben wir hier den Stäh. Beim ersten Mal habe ich den Stäh hingegeben gemisst, damit ich das Schwert kriege. Das sind so die kleinen Sachen, die dann halt geändert sind. Deswegen kann man das Spiel auch ruhig öfters durchspielen und einfach mal ein paar Sachen durchprobieren. So. So fällt mir noch eine Sache. Ne? So, aber ihr Kinder, ich sag's euch, war schön, hat Spaß gemacht, mal wieder das zu spielen. Ich hab mir das Mokar für 2 € oder so hat's, glaube ich, gekostet. Und ich finde das super. Das kann ich halt einfach mal zwischendurch spielen. Und wie gesagt, das kann ich auch mal mit deinen Kindern oder sowas spielen. Gibst du die Maus in die Hand und die für irgendwo hinklicken oder sowas. Also auch mit kleineren Kindern. Ja, ich sag mit dem Drache da, dass man dem Drache halt einen seiner Köpfe abhackt. Der hat ja bestimmt noch mehr. Also vielleicht nicht mit den ganz, ganz kleinen Kindern spielen. Aber schon schönes Spiel. Macht Spaß, so haben wir den eingeschläfert. Also Einschläfer gelassen. Wir macht das auch einschläft, so rum ist es. So. Ja, so war das. Und deshalb würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Neue Spiele mal, was anderes und gucke was dann. Aller gut. Schön mit Öl.